2023 an Madame Kempot. Merci für das Wort. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Kulturentwicklungsplan 2018-2021 ist ein Plan für die kulturelle Entwicklung zu Lützeburg, aber sehr auf einer detaillierten Analyse von bestehendem kulturellen Kader und Verständnis für seine Entwicklung. Der Plan hat 62 Rekommendationen und Ziel ist es, die kulturelle Politik im Land zu guidieren und zu inspirieren. In dem Kontext wollte ich fragen, wo sind wir mit der Umsetzung drin? Müssen Anpassungen gemacht gehen? Was sind die nächsten Schritte? Eine von den 62 Rekommendationen ist die Reintroduktion vom Congé kulturell. Der Congé kulturell wurde durch Gesetz vom 6. Januar 2023 angefordert und hat als Ziel, dass Salarien Independenten sowie die staatlichen und kommunalen Funktionären Möglichkeit zu geben, und hochwertigem kulturellen oder artistisch unerkannten Eventen teilzuholen, die nicht mit ihrer beruflichen Aktivität verbunden sind. Der Congé kulturell steht 3 Kategorien von Personen zur Verfügung: die kulturellen Akteuren, den administrativen Kadern und die Personen, die von den Föderationen, nationalen Netzwerken, der Assoziationen vom Kultursektor designiert gehen. Wie viele Leute haben seit der Reintroduktion davon profitiert? Wie viele Leute kriegen den Congé kulturell akkordiert und nicht akkordiert? Und was waren die häufigsten Gründe, wieso es nicht akkordiert wurde? Merci vielmals. Merci, Madame Kemp. Dann hat der Herr Kulturminister das Wort. Herr Kulturminister. Merci, Herr Präsident. Merci, der Madame Kembourg, für das frohe, der so geschwärgende Kulturentwicklungsplan, kurz der CAP, gouf 2016 vom demolschen Kulturminister Xavier Bettel an Auftrag gehen, als 2016 publiziert gehen, mam Ziel, ja, für Kulturpolitik, heute zu Lützeburg von 2016 bis 2021 mit 62 konkreten Mesuren weiter zu entwickeln. Die Regierung setzt auch ganz klar weiter diesen CAP 1.0 sodass wir Ende des Jahres 2023 bei einem Taux d'accomplissement von 65% von diesen Mesuren waren. Den Tod werden wohl über die nächsten Wochen am Mainz noch weiter klammen, weil zum Beispiel unter anderem die Stimmsetzung vom Observatoire de la Culture, den das von der Chamberskommission auch präsentiert wird umgesetzt gehen. An dem Kontext will ich auch darauf hinweisen, dass wir nicht mehr spät wie den Hirsch am Kulturministerium werden aufhängen, den Kulturentwicklungsplan der CAP 2.0 zu planen, den Zukunft die große Vision von unserer Lützeburger Kulturpolitik neben dem Koalitionsakkord da weiter soll definieren. Den Congé kulturell für konkret darauf die Frage zu antworten, wo ich angeschwärzt gesehen, ist ganz klar eine Mesure aus dem CAP 1.0. Am Februar 2023 ist das Gesetz in Kraft getreten, erbietet ganz richtig die Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit für wichtigen, so gesagt außergewöhnlichen kulturellen Manifestationen hier im Land, mir ganz klar auch im Ausland, können teilzuholen, ohne dadurch finanziell Abbußen auf ihre Arbeit erkaufen müssen zu holen. Es geht hier ganz konkret um Personen, die neben ihrer beruflicher, künstlerischer Tätigkeit nach einer anderen Aktivität salarial nachgehen. Künstlerinnen und Künstler kriegen so mehr ökonomische Freiheit, ohne hier artistische Freiheit müssen anzuschränken. Es gab ein großes Demand vom Kultursektor für genau diese Congé kulturell anzufeiern. An einem Jahr, wo das Gesetz en place ist, kann ich ganz klar sagen, dass diesen Projekt de loi, dass diesen Congé kulturell ganz gut ankommt. Am Ganzen gab diese Congé kulturell 65 Mal akkordiert, 33 Akkorden für das Jahr 2023, ein ganzer 32 Akkorden bis Juni des Jahr 2024. Der Congé kulturell gouf am ganzen 29 Mal nicht akkordiert, sind im Februar 2023. Den heftigsten Grund hierfür war, dass die kulturelle Manifestation nicht eligibel war für den Congé, also auf der anderen Seite nicht um eine kulturelle Manifestation auch gehandelt wird.
Ich war iwwer die letzten Wochen am Mainz Terra NRW und du hast genau den dote Sujet auch méi wie eng ja ugeschwert ginn vu vielen Akteuren dobausen, die ganz klar den Congé kulturell appréciieren an noch hawer schon konstruktive Feedback gin wéi verschieden Adaptationen och fleicht teint machen. Dofir asmer ganz klar auch wichtig an Zukunft diesen Kontakt zu halen, aber bei Bedarf Terra ganz klar auch gegebenenfalls die neidisch Adaptationen zu machen, mir dat ma man net nur engem Joar mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Des Weiteren wird dann auch den Observatoire de la Culture, den ich wieder ugeschwert und an Zukunft auch konkret Donnnen iwwer den ganzen Kultursektor an Dorenner auch den Congé kulturell zu summen drohen, an das Zahlen an Analyse werden es dann noch erlauben, für mehr konkret Decisionen für die zukünftige Orientation von unserer Kulturpolitik zu ermöglichen. Dafür zum Schluss, ja, ich kann bestätigen, dass wir in einem guten Jahr am Congé kulturell ein ganz positive Bilan können sehen. Wir lauschen ganz klar weiter, ob der Sektor erwerten dann, wenn besoin da ist, Terra dann auch das adaptieren. Und das gesagt, ihr große Merci für